Wann's de Alges an de Krisor wie Schnee, an det ihr bei Hannen weil vier etwas weh. Van Treppe goen eng Ploginas, da spielst du, dass du nicht mit der jüngste Bass. Doch alles dat, als hört ich vergehst. Wann's du bist Bobiges, dann was du versierst. Hast du dein Enkelchen auf deinem Schoß? So ein klangen, krappige Gäre groß. Da gehst du so aufrig, was du so froh. Van die Klänge fried, Bobby, was meinst du dazu? Van die Klänge fried, was meinst du dazu? So ein Enkelchen mich zwar Bobby aus dir, aber du spielst dir Jung wie 20 dafür. Das nützlich Leben, wann der Klänge blitz, so schmusig dir ob der Schoß sich setzt, a stundenlang sich verwinnen lässt, an dich mit die Knien an Treppe stehst, dir 100 Besen auf Backen drückt, an dich mit seine großen Nahe beglückt, an immer dich freut, ohne Rast, ohne Ruhe. Bobby, Sommer, was meinst du dazu? An immer dich freut, was meinst du dazu? Die krapperten all, hat das ihre Brauch. Die frohen dir dauernde Lach an der Bauch. So, Bobby, fährst du schon an Afrika? So, Bobby, wie weit aus Amerika? So, Bobby, wie war das so auf der Welt? So, Bobby, für was kannst du früher viel Geld? So, Bobby, für was hat die Kinder geschlossen? So, Bobby, hast du nicht 20 Franken für ein Glas? So geht es immer, kein Rast, kein Ruhe. Bobby, ich freue dich, was meinst du dazu? Dass dein Enkel freut, was meinst du dazu? Dass dein Enkel freut, was meinst du dazu? Ja, ja. Dann los ich schon lange selber, Bobby. Wie hat meine Mama mir gesagt, das nicht mehr in die Ohren. Aber wenn es nicht versagen, dann muss ich schon gehängen. Mir dat ihr doch fing. Ja, ja. Ich war schon der Jüngste von 7. Aber wie sie mich gedäft haben, da hat mein Papa sich in die Kuh gestreckt. Da sagten zu mir, Mama, da haben wir schon 7, von da so viel geht, da ging ich auf den Speicher schlafen. Da sagt meine Mama, wenn die Menschen etwas stinken, da ging ich halt matt. Meine Mama hat vor mir eine gescheite Frau. Insofern sagt sie, dass du da mal schön kannt. Und dann hat sie mir auf der Schoß geholt, für den Oberst kann Fährten zu dienen. Und dann hat sie so gescheit, sagt sie, ja, sagt mein Papa, die Intelligenz hätte von mir. Das ist klar, sagt meine Mama schon nach. Wir haben so einen großen Stadt vor Mord nicht mit Soße so gestreckt. An uns Eltern und allen müsste ströveln, für mit den Männern zurechtzukommen. Spüren das schon noch einmal am Wecker. Wir hatten überhaupt keinen. Wir haben noch keinen gebraucht.
Man zu 7 an einer Kummer geschlafen und dann möchtest du Nehmer, aber an der voll war Zeit für abzustehen. Ich weiß nicht, was das hier so lehrt, Madame. Die denkt, was die Jungen dürfen nicht dumm schnissen. Aber die guckt drauf, die sitzt neben mir, ich gucke drauf. Ich gesehen habe, dass alle uns Unhänger viel Humor und merci. Mit 6 Jahren, ich muss wie kann alle Guten an die Schule gehen. Aber weil ich so gescheit war, der Schulmeister war so froh mit mir, und hat mich 3 Mal bei sich am nächsten Schuljahr gehalten. Aber wie er nicht gehört hat, dass ich nach einem Jahr bei ihm blieb, töten sie erschossen. Hey, ich war schon eine schuldig geborene Gewerkschaftler. Ich und ich, der hat schon noch der Vakanz geführt. Ja, ich habe immer gefunden, dass die Vakanz die beste Nachricht war. Ich habe noch das letzte Jahr Vakanz gemerkt. Zu dir verdanken. Und zu dir verdanken, in Minneskin können ganz gut Vakanz machen. Ha, das könnte sein einfach. Wenn der Meier das Fenster abmacht, dann hat er das Fillische Hosten. Und wenn der selber Hosten, dann gleich so Schlagen am Grab. Und die Leute sind so fein und so freundlich an der Minnesgegend. Wenn ich morgens aus dem Motel rausgegangen bin, da stand der Wirt auf der Tür und sagt, ferner komm ran, wenn ich frisch Luft schnappen. Sie waren überhaupt so freundlich. Auch die Frau aus dem Motel. Wie ich da für das Zimmer gesehen habe, so, mein Leben her, an dem Bett hat schon der Napoleon geschlafen. Ich sagte, Madame, das möchte nicht, ich lebe nicht mehr frisch bettig herab. An den Salamange hatten sie. An der Fensterung ein Schild, Karte wird. Es darf uns wohl gar nicht. Ich habe mir immer an der Salamange zur Fenster auf die Straße gesagt, da waren Portionen mit dick für die Reklame. An sogar Landgasson hatten die haben sich in den anderen gedient. Ja, da sie von uns immer so kommen, hat sich da gegangen. Ich sagte, Gasson, wie die frischen haben. Nee, ich sagte, nicht immer so. Da hatte ich ihm einen Zahnstöppler gefragt, die sollten die Hummel kennen, mir bestellt die Rollmops, da sind wir dran. Ja, ich hatte eine schöne Vakanz zu dir verdanken. Aber ich weiß nicht, dass wir nicht so richtig bekommen. Ich muss mal bei den Doktor gehen. Weißt du, ich bin einen guten Doktor, der guckt mich immer an der Seite, was ich schon. Das sagt so zu mir, ferner, du hast um ein gehst, aber ich hoffe nicht, dass das ganz streng verboten hat. Ich sagte, Herr Doktor, sieht ihr da die Menge nähen? Nee, so ein Ding Krawatte. Aber dass du so krank bist, das möchte mir gerade vielen Alkohol. Ich sagte, Herr Doktor, ich trinke gut nicht. Er sagte, da möchte ich viel Zigaretten. Ich habe weitergegangen. Ich sagte, Herr Doktor, ich finde gut nicht. Er sagte, da möchte ich 570 Franken, dann wäre ich los. Meine Mama sagt schon immer, ferner, passt auf, wenn du nicht Leid gehst, da sind wir Blöden dabei. Und heißt sie nicht. Da war ich das letzte zu Ettelbrück. Ich stand an der Straße, da kam ein da geritten auf einem Pferd, und hat ein zweites Pferd mit der Lenkt. Soll ich den Pol verschieren? Na, wo reitst du dann hin? Man sollte nicht heute schaffen.
Ich sagte, wieso am Pferd? Ja, sagten, den Zug genommen mit dir, du Bus mit dir. Am Pferd nicht daheim stehen, das kostet mich nicht. Ich sagte, mir was ist denn das zweite Pferd dabei mir? Er sagte, ich muss zu dicker Gem steigen. Übrigens sagten, kannst du mir nicht das schwarze Kostüm nehmen, mein Schwiegerpapa ist gestorben. So man sicherlich nicht mein schwarzes Kostüm. Ein nur 6 Wochen ungefähr, und ich den zu schieren in einem Bistro beginnt, so ich, Paul, wie hast du mit meinem schwarzen Kostüm? Ja, sagte mein Schwiegerpapa heute nun. Meine Schwiegermama sagt nicht mehr ganz gut bei ihnen. Das zeigt, dass sie bei den Doktor ging, aber wie der seine Sicht hatte, sagte Madame, wir kommen mit einer Operation nicht erlascht. Ich wollte meine Schwiegermama wissen, was ist das für eine Operation? Oh, sagt der Doktor, die machen schon für 200 Kehr. Oh, sagt meine Schwiegermama, das ist nicht beruhigt. Ja, sagt der Doktor, Enkel muss sie auch lecken. Mein alter Pap, als bei dem Doktor gegangen, der sagte, Herr Doktor, ich schlafe nicht mehr den jungen Mädchen noch. Aber das ist doch prima, sagt der Doktor. Ja, sagt mein alter Pap, ich weiß nicht mehr für wert. Ich habe überhaupt eine ganz gelungene Familie. Das letzte komme ich heim, da stand ein Kurm durch, mit dem ganzen Kopf Kerzen drauf. Ich sagte zu meiner Frau, als etwas das für den Geburtstag. Ja, sagt sie, mein Wandermantel hat 25 Jahre gekriegt. Als ein Opa, sein kleiner Bauch, der Jampi, der gouf an die Aptik geschickt, Kondome kaufen. Die sagten, Aptik, das hier da für die Weltgeschichte, das ist doch nicht für Kinder. Schick mal den Papplascht. Erstens sagt der Jampi, dass nicht für Kinder mehr gehen kann. Zweitens, das ist nicht für meinen Papa. Und drittens, das ist für meine Mama, sie geben am Kegelclub auf den Ausflug. Da lernt ihr Damen, ne? Ja. Das letzte ist mein Freund Nickel beginnt, aber wie man mir geschwärzt hat, tun ja nicht, dass er eine helle Stimme hat. Ich sagte, wo kannst du denn in die helle Stimme? Sagten, ich war in der Klinik, ich sie mit den Mandeln operiert gehen. Oh, sagt, ich kriege doch eine sopranistische Stimme. Nee, sagt, ich laufe verkehrt im Operationstisch. Also, war den Heinz da so gelungene Sachen hier, dann ein Freiheitsgespräch speziell, da so eine Frage zu der Noppisch. Stell dich mal vor, mein Mann hat recht 40 Jahre und ist schon impotent. Also, Noppisch, das ist das weitere Chef des Büro. Ich sage nicht, daher die gelungensten Sachen. Da sagt ja Marie-Jeanne zu einer Freundin, ich habe einen Maler Modell gestanden, am Bild heißt Eva und Schlang. Also, Germain, aber wie war dann der Modell für Eva? Meine Familie stammt aus dem Geschlecht von der Grimaldi, hat Roger getönt, am Bistro. So sein Freund zu ihm, so nach, du wirst mit dem Noah auf der Arche gewischt. Ganz bestimmt nicht so, Roger. Meine Familie hat bestimmt eine Ehejacht. Für 40 Jahre ist mein Großpapa mit einem gefleckten Heim nach Amerika ausgewandert. Und heute, sagt der Jampi, heute hat er 5 Millionen.
Oh, so de Piri, wat mir stehen da mat soviel hier noch. Hey, eng Mann war unheimlich stolz op ihre klenge Student, die fir dich an de College gegangen ass. Bei all Gelegenheit huet sich jeder erzählt, wie gescheit here Studioses wie. Aber wie ein grofes Besuch kom, du sollst sie ganz höflich, sie wollte schon ein wichtig machen zu der Madame Weber. Jean-Marie, so mal der Madame Weber, schöne guten Abend auf Algebra. Auch als kleinen Kanz, sagte Jempi, war ich schon ganz intelligent. Ich bin schon mit nichts richtig gelernt. Und das nennst du Intelligenz, sagte Willi. Ich habe mich noch mal 3 Jahre drohen gelassen. Nun die Kasse, sagte Pierre zum Jean, seinem Freund. Du fährst aber ein großes, fantastisches Auto. Ah ja, sagte Jean, das sind ich meinem Image schuldig. Mir so riesig Schlittkasten darauf und hätte ich Geld, meint auf den Pierre. Ah ja, sagte Jean, das sind nicht der Bank schuldig. Wie wurden an der Vakanz, hat der Professor Marie-Madeleine gefragt. Nicht auszuhalen, sagt Marie-Madeleine. Da, wo wir waren, da war es so warm, dass die Bauern den Hinger Eis zu fressen, hätten sie gekocht näher gelöst. 2 Geschäftsreisende, Westrecht war auch früher reden. Die haben immer so gerne getrunken, gell. Hat den einen Dicker halt den nächsten, ich sagte, ich verkaufe schon 10 Jahre lang den Eskimo und Eisschiff. Das geht nicht, so den zweiten. Ich verkaufe schon 20 Jahre den Amerikaner Kuckucksauren. Mit das aber keine Leistung. Aber ich sagte, ich verkaufe bei allen Auren seiner Fuhlefutter dabei. Eng Gräfin hat geprahlt. Wir kennen uns Geschlecht bis zu einem Sinde zurückverfolgen. Wie alle sehr Familie. Das kann ich leider nicht so nennen, für der Graf Bobby. Als Dokumenter sie bei der Sintflut verloren gegangen. Aber wie uns Land nach einer Bauerstadt war, du kommst aus dem neidürften Harpersbauer auf der verschmähte Patrouillen. Bämer kommt sein Knecht gerannt an Bistro ran. Bauer, Bauer, komm sehr heim, als Heier brennt. Oh, so den Harpersbauer los schon. An den Hubersbauer umsterben. An nicht jemand da geklot. Bämer sollte so fragen, ich muss das sagen. Ich habe dich mit der Mord bedrohen. Na ja, sagt sie, meinst du vielleicht, ich hätte sich ohne Ursache vergiftet? Overs spät, als ein junges Mädchen durch die Straße ging, war ziemlich dichter. Beim hat er nicht geholt, als ein junger Mensch an Runden war, an den er mehr sehr gegangen wie hat, und er immer mehr nachgekommen. Und beim fängt Mädchen zu laufen, dass die Junge auch gelaufen. Aber wie bald rum hat, hat sie umgedreht und gesagt, was hat er gerne von mir, für was läuft er mir noch? Oh ja, versotten. Wenn der sich umgedreht hat, da wäre ich gar nicht noch gelaufen. An der Europaschule haben boven dick gehaald. Mein Pap, sagte Germain, den als den ganzen Schnellen, den als Pilot auf einer Concorde, an der fliegt an 3,5 Stunden von Paris auf New York. Oh, sagte Hans-Peter aus Deutschland, mein Papa als Astronaut. Der fliegt an 90 Minuten unter dem Feld. Oh, Mom, sagte Jampi, mein Papa ist noch viel mehr schnell. Over das dein Pap dann, den er Seisebunner. Und nicht um 12 war Feierabend, als um 11 war daheim. Das war eine Geschichte von einem jungen Kaplan, den die erste Maske gehalten hat. Er war abgeregt. Abgeregt werden.
So der Pastor, was das da, mein Junge? Oh, Herr Pastor, so hat nicht abgeregt. Die Masse haben, dass wir geneigt, wenn nicht die Predigt wir. Ich bin im Trag, ich werde nicht kriegen, wo raus. Mein Junge sagt, Herr Pastor, mir wird gerade so über dem so spät gelaut. Möcht schaffen dir aber in der Sakristei, hält den Cognacsflasch raus. Ich hätte im Kaplon einen raus, das sehe ich auch, wollen die ran. Und dort die Zweiten, die Dritten, die feiert, für Courage zu kriegen. Aber der Fünfte hat aufgelaut. Und dort der Sechste, was nach Kaplon, mit seinen Massendingen ran, auf den Altar, und hat seine Maske gehalten. Und du hast auf der Predigtstuhl geklommen und hat ein Gerät gehalten, wie ganz Spanner kein Hirn hat. Als wir in den Rim kommen, sollten sie sagen, Herr Pastor, wie war ich dann her? Wunderbar, mein Junge, sagt der Pastor, wunderbar warst du. Und dann nennt mich der Sohn, der Kain, den hat Nabel nicht erschossen. Und der Josef mit der Maria am Jesus kam, die sind nicht bei einer Labretta geflüchtet. Und zum Schluss von der Predigt sagen wir immer Amen, und nicht Post. Das ist eine ganz kleine Geschichte, die ich gehört habe vom Teddy Faber. Und die heißt Fußball am Vorbuch. Fuß Mendig vor Karl Nas, Spektakel an der Sichergas. Fremd Schmalz vor den der an der Rull, aber wenn man kommt an der Mull. Nehmen der Badstreit mit der Frau. Sie schlägt ihm Kaffeestas ob da. Dass der ist genug, so sich der Bad, hat man Jommelt fußend matt. Ob Bier löt in die Küche scharf, beim Humbejang gover verkauf. Dieselbe, die gut sei Kett, hat geht und hält Matras zum Bett, verklappte Frippches flott, verklebt sich à la Maskott. Fußball ist an der Band, tanzt Kett auf Last, der kenet kannt. Leef Püppchen, so der Watze hier, an Tanz bis bei der Kant war vier. Wie heet sich seit Jastein hoch? Wir trinken Champes, hein? Cardor. Wie heißt der Bébé? Sommet bildet der Bad am Polka-Stritt. Kat lacht, schmunzelt wie verlebt. Zum Bad, die Frau nach Leif. Erkennst du mich nicht, du schäle Nerv? Hei tanzt Matras am Küchenschaf. So wie wir zwei, geht es nicht viel fremd. Wir zwei, wir gehen durch dick und durch dünn. Wir zwei sind fremd, ja, das ist klar. Wir zwei sind fremd, komm und nicht, ja. Ich weiß nicht, was ich mich ohne dich. Wir zwei sind fremd. Mein Müppchen an ich, ja, mir sie fremd, mein Müppchen an ich. Es war schon gelungen, wie wir zwei uns demos fanden. An der Wiss bei der Petrus an einem Drehverenien Dach. Da loste, klein, dreckig, hungrig ja mit, a gekraschweste mit dinge kleine Hundstimmchen. Am Mayflay hast du wie Haar und Pelz. Irgendein hat ich nicht mehr wollt, an dich weggeheilt wie ein Altpörschong, da ich nicht mehr flicken kann. Aber wie ich die abgehoben hun, an mir hun uns an den Tag geguckt, du hast für uns zwei die Sonne abgegangen, und wir wussten, dass wir nie mehr voneinander geben gehen. So wie wir zwei, geht es nicht viel fremd. Wir zwei, wir gehen durch dick und durch dünn. Wir zwei sind fremd,
Ja, das ist klar. Wir zwei sind Freunde, schon mal nicht auch. Ich weiß nicht, was ich mich ohne dich. Wir zwei sind Freunde, mein Müppchen und ich. Ja, wir sind Freunde, mein Müppchen und ich. Von da an sind wir zwei immer beieinander, all Tag und all Nacht, sonders wie wird es. Wenn ich dich gucke, da weiß ich, ob du Hunger hast oder raus willst gehen. Und du sagst mir auf, ob ich will mit dir spielen oder gern in Ruhe hat. Wenn ich mir an den Vorteil setze und mitziehen, da lässt dich auf mein Face erwärmst mir so, oh, das ist gut. Wir sind auf einen angewiesen. Du brauchst mich und ich brauch dich. Ohne dich ging ich wahrscheinlich nicht mehr spazieren gehen. Aber wenn es dir mal mitpasst, dann brauchst du dich auch halt mal Treppen rauf, so wie das sich gehört an einer Freund. So wie wir zwei geht es nicht viel Freund. Wir zwei gehen durch dick und durch dünn. Wir zwei sind Freund. Ja, das ist klar. Wir zwei sind Freunde, schon mal nicht, ja. Ich weiß nicht, was ich mich ohne dich. Wir zwei sind Freunde, mein Müppchen und ich. Ja, wir sind Freunde, mein Müppchen und ich. Ja, wir sind Freunde, mein Müppchen und ich. Eine gute Bekannte von mir, der Schmatz Schossi, kommt das leicht auf den Stammtisch an einen harten Hund an der Linkt. Ich sagte, Schossi, was hast du denn da für ein Frecki? Ferner sagte, na da will ich nicht hören, und das ist ein Polizeihund. Ich sagte, wer, der Polizeihund? Ein Polizeihund, den hat einen schönen Chloram, gespitzte Ohren, einen glatten Pelz und einen schönen langen Schwanz. An den da, den Ohren an der Stier hängen, platzig an, rupige Pelz an den Schwanz sind hier Buschung. Ferner sagte Josi, das ist ein Polizeihund, mir möchte sich nicht so, dass er geheimen. So der Geschäftsmann zu seiner Frau, da sind wir all Geld zu lassen. Mit das da von der Bär, wie ist das da fertig spricht, muss ich verjetzt werden. An der Tür von einem Geschäftung Schild. Haut großen Eisverkauf von Ingauer Rund. Und mehr da stund ein großer Kopf Leid für im Geschäft. An um 5 bis 9 kennt dann so kleine Männchen, die durch die Wulzen hat sich viel gedreckt, für bei dir zu kommen. Mit die doch stungen, durch das nicht die Gefahr gelassen. Sie wären alle Gute gern, die ich gewischt. Also nur gefallen, auf den Mann zu schlagen. Aber wie der noch 2 Stunden an der Klinik weg, das. Du sollst den Doktor zu, für was war denn so pressiert, für ein Geschäft anzukommen. Aber ihr sollt der Mann war 5 bis 9 und ich muss dem Ding auch das Geschäft abmachen. Hey, wie geht denn nach mit dem Pferd auf dem Markt gefahren sind? Da hat Liz an Kat 2 Markt für eine Wurtfessel gekriegt. Und da sind wir ziemlich heiß hergegangen. Aber wie Liz den Mund abgestoßen hat, für die Katze von innen, dann wirst du da so ein Pferdskniedel an Purze. Aber schüsst dem Kat an den Mund. Und die bleibt dran, bis Police Berner passiert, das so. Hörst du schon her, und Johnny geht gescheit. Oh, wem sing Schulters? Dann muss ein Mann singen. Wieso das? Dann musst du frei heimkommen. Meines Meiers kennen die Beamten auf dem Büro. Schlägt Chefsekretärin auf den Händen, hat der Sekretär eine Kuss gegeben. Und er geht ohne zu klappen an das Büro vom Chef ran, hat der Papierchor, wirft dem auf den Kopf gesagt und auf getrommelt. Beim hat die Jampi Beiß gerufen, Jean, hall ab, ich habe vergessen, den Lottoschein aufzugehen. Wie lange war auf der letzten Platz vor den Direktor, ein Aspirant? Ah, so den Herr Direktor, 15 Jahre.
Oh, an engem Steck ohne Unterbrechung. Ja, so den Elchen, du sie mich begnadigt. Eng Sekretärin hat den Brief in den Klienten geschrieben, als sie hat einen Brief geschrieben, mir habe ich gewundert, dass die letzte Rechnung noch immer nicht bezahlt hat. Zwei nächste Abkürzung Antwort, die bereite ich gar nicht zu wundern und Geld nach gar nicht fortgeschickt. Meine Familie ist abgebaut wie eine Staatsform. Meine Frau ist der Finanzminister, meine Schwiegermann der Kriegsminister, mein Töchter der Außenminister. Also, sagt der Kollege, was hast du denn für eine Funktion? Er sagt, nicht sind völlig berappen, die ganze Boutique. Da habe ich mal etwas gekocht, die junge Freche gekrascht. Und hat Kerz alles gefräst. Da das nicht schlimm wird, ihre Menschen sich geträgt. Da schaffen wir uns in einer Kerz. Wie fühlst du dich dann, dass du mit dem Oder besteht das? Von der Bär, wir langweilen uns nicht so, Kathi. Ich koche an dem Mold, an der Nord, man wird das. Bei der Familie Müller war schwer ein Damm an der Küche, das soll ja eins dafür kommen. Auf ihren 12 Uhr hat er dann angerufen, so Stippchen, was geht denn halt Gutes zu essen? Gift hat Hose gesagt. Dann als guter Mann und eine Portion gegessen am Restaurant. Wie ich mich bestört mit die Rüsserten Müller Schemm zu singen, Frau, du war ja schöne Niese. Sie hat nicht so angebildet, sagt sie, du schön warst du noch nie. An Märchen hat sie den Menschen in ganz geworden. Aber wenn dort Kirchen die gemacht hat, sagten, oh, den ganz, die riecht da wunderbar gut. Wo hat es da gefällt? Wieso gefällt? Die ganz war gar nicht eitel. So. Katrin hat seine Mama ein Kleid für ihr geführt. Es war hauteng und dekoltiert bald bis in den Nöbel. Sagt, Mama, wie findest du mein Kleid? Von der Schäse singt Mama, mir du eine Chance. Wenn ich so ein Kleid gehabt hätte, wie ich den Pap kennengelernt habe, da wirst du 10 Jahre mehr alt. Hast du nicht so getrantelt, hat man den Sohn gekriegt, den Mann zu singen, Frau, durchgebasst. Aber wenn du nicht so grand wird, dann bleibt man nicht, ob die Nächsten so lange zu werden sollten. Für was willst du dich dann nicht mit dem Schraubildchen bestürzen, hat man Mädchen gefragt. Man sagt, Johnny, hier in der Saal an Nellen, ich kann gut keine Avantage bei ihm finden. Oh, da hat man gesagt, hier hat Avantagen. Und heute krank Herz an dicke Bankkonto. Wird man nicht schon bestört, der gelungenerweise mit der Schwester für seine Frau. So hat sein Kollege zu ihm, was da Frau mit der Frau? Du hast nicht gerade so. Ich wollte nicht an meinem Alter mich nach einem schwer am Winnen. Zehnmal hätte ich mich bestürzen, das hat dem Jean durchgepasst. Und die waren alle mir gescheit wie du. Ja, so den, das hast du bewiesen. So, Jampi, du hast den Mann, der mich um Ertrinken gerettet hat, hat sich Frechen gesagt. Ja, so nicht weiß, nur jetzt schon bei mir entschuldigt. Die Familie hat Besuch. Aber wie sie da gehst, die wollte die kleine Polly etwas sagen. Du hast sein Papa ihm gesagt, Polly, die kleinen Kinder sollen um dich nicht mehr schwätzen, was sie gefragt haben. Polly war eine Zeit ruhig. Er hat sich gemeldet oder wollte sich melden.
Sein Papa hat ihm nicht zurechtgewiesen, er soll ruhig sein. Wie das nicht werden, sagt ein Papa zum Poli, Jung, was wolltest du da so über die Messen? Oder der Poli, der so lange zu spät, du hast die Wurm auf der Salon schon lange matt gehst. Ganz Familie ist zusammen an den Schwimmen gegangen. Heute die kleine Freddy sagt, Mom, darf ich an die große Bass singen? Nee, sagt Mom, das ist viel zu gefährlich. Aber der Papa ist aber auch dran. Da ist ein anderer sagt, der Papa hat eine Lebensversicherung. So, Anna, der ist ja ganz hart. Wie lange hast du eigentlich gekocht? Mal 30 Minuten, sagt Anna. Aber ja, der, die Karten nach höchstens 5 Minuten. Hier sagt dann, das wären aber auch 6 sehr. De Jauka war mit seiner Frau auf einer Party. Und wenn du am 6. Teller voller Rimm und Tisch kam, sagt seine Frau, mit dir muss ich aber schwimmen. Was du gekommen bist, sagt mit mir brauche ich nicht zu schwimmen, so alt geht wie für dich. Wie der Mischmeier das Tier aufgesperrt hat, da stand seine Frau nach der Tier, als hätte die Menge am Theater über die Kalbas geschlagen. Wie er nach 2 Stunden zu sich kam, da ist seine Frau mit einem Unschuldsgesicht neben dem Bett und sagt, entschuldige Michael, ich nicht mehr darüber, dass du nicht Schicht hast. Sie fuhren zusammen am Auto, beim die Kirche, da bremst doch. Nee, so tat. Aber wie noch 2 Tage an der Klinik weg, sie sagte, was hast du nicht gebremst? Ich lasse mich von dir nicht umbrellen, so. Familie Becker hatte Besuch, an den Besuch voll, da wollten nicht heimgehen. Du endlich hast sich geholfen, aber ich auf der Tür standen und Gäste, sich freundlich umgedreht und gefragt, hoffentlich haben wir euch nicht so lange abgehalten. Da sagt er ab, den Herr Becker, das möchte ich nicht, und das hältst du immer ab. Rita hat mit seinem Auto einander getätscht. Der hat gebrüllt, die dumme Pill, hat er überhaupt einen Führerschein gemacht? Ja, so hat Mittag wie dir vielleicht. Ich gehe nur oben an Fortbildungsschule, so der Francis zu seinen Kommoden. Ich weiß nur schon, wenn du Odysseus an den Zeus waren. Weißt du noch, wenn der Karapopoulos ist? Nee, wie ist das? Aber das ist die Griech, die immer bei den Fragen können, wenn du an der Schule bist. Den Theo ist nicht mehr die Jüngsten, und trotzdem hat sich nicht bestört. Und an der Hochzeit zunächst, just für tun, hätten das in Freche gefragt, hat die Mama dich dann eigentlich abgeklärt. Leider nicht das Mädchen geantwortet. So ein Pech, sagt er auf den Theo, und ich und leider vergiss. Aber bei Messen hat den Herr Pastor, den Herr Rabbiner gefragt, wie sie bei Tam kommen. Wenn ihr erlaubt, dann Herrgott ich dann mal, dass er kein Spengefleisch essen. Da hat der Rabbiner gegrinst. Da von der Hochzeit, Herr Pastor. Ein reicher Geschäftsmann hat den Herr Pastor gefragt, meinte, ich käme an den Himmel, wenn ich ging 500.000 Franken schenken. Das weiß ich nicht, so der Herr Pastor. Mir ist an der Platz, ich ging mal probieren. 2 Neger können sich zu München am Tram ziemlich Herden erhalten. Da sagt der Schaffner, ein Mann aus dem Norden, nicht so laut, bitte. Da hat der Schwarze sein Freund beguckt, der sagt, so ist der Preis. Zu München am Markt, da kennen Sie kleine Chines, der Gemäß stand, hält den Apfel, riecht und lädt am Hand.
hält nicht orange richtig letzter Mann nicht. Die wollten ja Band angreifen, so dass der Mädfrau schon nicht an die Blut ging. So sie, lass dein Finger abi, Saupreis, japanischer. Er ist dann eine kleine Geschichte an die Hecht, der letzte Bauer am Himmel. Der Michael Gockel, genannten Hingemisch, ausrangierten Tramsmännchen, Singestandsparkfester bei der Stadt Lützeburg, hat sich an der Ausführung von seinem Dienst so gestresst, getommelt, dass er vom Schlag getroffen tot umgefallen ist. 2 Engel haben mit großer Meer an den Himmel geschläft, wurden von Petrus an dem Fang gerufen, und die haben noch gleich mit der Himmelsordnung bekannt gemacht. Von mir 7 bis 12 Jubiläen, und von eng bis 8 Hosanna sangen. Von 7 bis 12. Und von eng bis. Aber weniger dann hab's zu saufen. Die werden der Mann schon kriegen, sagte Petrus. Und hat ihm hinter mich ein himmlisches Instrument an die Grab gedrückt und hat ihn bei seiner Wolle gestorben gelassen. Oh, oh, oh. Und das junge Mensch kam an den Himmel. Hosanna. Halleluja. Und hat sein Instrument geholt und hat sich auf seine Wolle gesetzt und hat angefangen zu jubilieren. Halleluja. 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 Während 64 gesungen wird, als gerade die Kommissionenengel, die mit einem großen Chor vom Erde rumkommen, geflogen. Aber die Engel mich gesehen und sagten, psst, psst, Engel, das ist kein Flasch Bier am Kopf. Oder ein paar Zigaretten. Die Kommissionenengel hat nicht mehr ganz los Hosanna gehört. An das Lasch geflogen. Aber das ist das da. Wenn ich anständig fragt, werden er anständig Kämpfe kriegen. Aber weiß ich nicht mehr bei mir, so sehe ich es nicht mich kennen. Der Prav nicht rein, der Kasematte Gesicht, dass die Mengst Kille Frau wie ein Zahnstäppler. An der Cercle und Pläsdarm Limonadshäuschen. Auf ihr alle Fälle hätten dem Engel sein Himmelsinstrument nur gepucht. Und er gelegt, dass die just dem Neck geflogen ist, so es wird ihm für die Pflege gegangen. Er hat sich auf seine Wolle gesetzt und hat ihm jubiliert. Mir schon viel mehr Rosen. Halleluja! Halleluja! Halleluja, so nicht! Und heute so krieg gedo, dass der Herrgott, der gerade auf dem Mützenschlaf lag, für seine Kuschel aufgefallen ist. Den hat noch Petrus geschickt. Die kam gerannt, als sie uns zusammen gelauscht hat, wie den Engel Michael jubiliert hat. Halleluja! Dann haben wir den Kreis Patrice Halleluja und nicht gesagt. Der Petrus ist das gerannt und hat den Engel Michael für den Herrgott geschläft. Den hat sich allein beguckt. Die sagten, aha,
in Lützeburg. Me so mal, auf wat brill die dann so anständig heim Hilmsgegend. Me du kommen beim Hingen mich gern die Richtchen. Die war gerade in der zweiten Roserei und du hätte Last gelegt. Jo, sollten die mein sich Personalchef, weil mir am Himmel sie mir kennt und sange wegen Lehweckelchen. Ich habe noch nie gesungen, eigentlich überhaupt nicht. Und zu trinken geht doch nicht. Ja, Männer heute gesagt, Männer kriege ich. Dat die mir nicht geben, singen Männer. Mit ich kann sagen, Männer selber sagen, ich trinke kein Männer. Petrus hat ihr Leben hergott. Mit dem da können wir heute nicht aufhängen. Wir verdienen eine andere Mission. Die soll der Lützeburger Regierung mein göttlich Ratschlag überbringen. Da könnten alle Wochen zweimal auf Lützeburg, und dann hört die gute Seele auch. Wie den Engel Michael das hier hört. Du warst dir immer so froh. Ich habe dort direkt seinen ersten Brief an das der Matlas geflogen. Auf ihn den Präsident gelandet ist und hat er im Lützeburger Boden auf der Face, du hast seine Freiheit keine Grenzen. Und dann hast du auf den Café de Paris geschreckt, sein Stammlokal. Und dann hat er Fenster geholt auf seinen Stammtisch, an seinen Platz vereitelt, und das Reingang, am nicht bei der Service in Elbling bestellt, an nach een Elbling, an net zijn brief vergees, an net den Himmel vergees, an net schnell een Elbling bestalt, an der sitzt een Haut nach. Und so wird die Lützeburger Regierung nach immer auf die himmlische Rot schlägen.